Flavia, heute ist der erste Tag Uni und ich bin gerade meine Champignons am Schnibbeln. Und ich fühle mich so overwhelmed. Wir haben heute den ersten Tag Uni gehabt, so Introduction in die Kurs und so. Und Alter, ich habe so viele Weekly Assignments und über die Wochenende Readings und Tests und Prüfungen und einfach, ich habe im Moment gerade so keinen Überblick über was ich wann muss machen und wenn ich noch Zeit habe soll zum Arbeiten und wenn ich noch Zeit habe soll zum Podcast machen und wenn ich noch Zeit habe jetzt gerade ich bin gerade ein bisschen überfordert. Willkommen zu der 40. Folge Fiasco Famoso. Mein Name ist Flavia. Und mein Name ist Jenny und in dieser Folge reden wir über die Flavia, ihr Fasnachtsglück und ihre aktuell grössten Big News. Und 3 Punkte, wieso Jenny gerade fett im Loch ist. Viel Spass beim Reinhören. Ja, Jenny, gibt es zuerst mal im 2026 ein Shit and Shine, würde ich sagen. Hey, ja, wirklich. Shit und Schein. Was hast du dabei? Ich habe einen Schein dabei. Ein Shit. Okay. Soll ich anfangen? Ja. Oder du? Ja, kannst gerne anfangen. Hey, die Woche war so lustig. Also, eben, ich bin da noch jetzt Amsti und ich muss sagen, ich tue es dann nachher noch ein bisschen ausführen bei einer anderen Story, aber im Moment geht es mir so okay, würde ich sagen. Nein, ich merke es. Ich habe gedacht, ich fange jetzt noch nicht gerade an, dich zu fragen. Aber ja. Ich merke, dass es dir nicht gut geht. Also es geht mir nicht schlecht, aber es ist einfach so, I'm on the edge, wirklich. Ja. Was heisst das? Oh mein Gott, ich darf die Kopfhörer nicht ausreißen aus dem Laptop, wenn ich lache. Nein, ich bin... Also on the edge heisst, über 1:1 übersetzt, ich stehe auf der Kante. On the edge, an der Kante, so, an der Spitze. Aber so im sinnbildlich... Das ist kein Wort, aber egal. Sinnbildlich gesprochen? Ich bin ja, genau, danke. Deutsch kannst du besser als ich. Sinnbildlich gesprochen fühle ich mich wie auf gewackeligen Beinen. Aber um das geht es eigentlich nicht. Ich habe ja einen Shit. Ja. Einen Schein. Also ja. Ja, bring deinen Schein, nachher gehen wir schnell ein Check-in, wie es der Jenny geht. Allgemein geht, ja. Aber nein, mein Schein war die Woche. Die Woche hat meine Uni angefangen. Ich habe zum ersten Mal meine Kameradinnen kennengelernt, ins Unigebäude gesehen, eine Einführung zu bekommen, wo ich mich eigentlich da angemeldet habe und so. Und ganz ehrlich, ich glaube, ich habe erst jetzt verstanden, auf was ich mich da eingeladen habe. Also was du studierst? Also alles. Auf was ich mich eingeladen habe, im Sinne von da anziehen, aber auch studiumtechnisch. Hörst du mich? Hörst du mich wieder? Ich höre dich, ja. Jetzt höre ich dich wieder. Okay, gut. Ich weiß nicht, ob es meins ist oder dies, aber du hast nicht viel verpasst. Auf jeden Fall bin ich daheim, da, wo ich gerade temporär wohne für den Monat. Bin daheim und bin mit dem Luca am FaceTime, ihm ein bisschen am erzählen, wie es war und so, die ersten paar Tage Uni. Und dann plötzlich läutet es an der Tür. Und dann sehe ich auf dem Bildschirm, dass ein fremder Mann vor der Tür steht mit einem Blumenstrauß. Und ich habe gedacht, weil meine Gastmutter, wo ich da wohne, sie hat eben letzte Woche ein Date gehabt und sie hat mir erzählt, wie sie nicht interessiert ist, aber sie weiss, sie muss sich nicht überlegen, wie dass sie das dem Mann sagt, dass sie kein Interesse hat. Und dann habe ich gedacht, ihr Date, an dem sie nicht interessiert ist, bringt ihr eine Blume. Und dann habe ich gedacht, mache ich dem Typ auf oder nicht? Also, weil sie ist ja wie nicht interessiert. Soll ich einfach tun, als wäre niemand daheim, weil der weiss auch nicht, dass sie ein Zimmer vermietet. Ich habe gedacht, weißt du, ich tue so, als wäre ich nicht da. Oder, was ich auch noch gedacht habe, ist, vielleicht bringt ihre Ex ihre Blumen, weil über ihre Ex habe ich mit ihr auch schon sehr viel geredet und so. Und dann ich so zum Luca, bin ich nochmal zum Handy zurückgerannt. Ich so, Luca, ein Mann mit einem Blumenstrauß steht vor der Tür. Und dann der Luca wirklich aus der Kanone, und ich habe es nicht gecheckt, er so, ich traue dem Mann, mach ihm die Tür auf. Und ich so, Kollege, wie meinst du, also soll ich jetzt wirklich, ich bin in einem fremden Zuhause, ich mache sicher nicht einem fremden Mann die Tür auf. Er sagt, ich traue dem Mann, mach auf. Und dann mache ich die Tür auf und der Mann gibt mir die Blumen
Und es hat ich lese nur den ersten Namen, der auf dem Zettel drauf steht. Das ist natürlich die Adresse von der Name von der Frau. Und dann zeige ich sie so am Luca und sage so, schau mal, was sie für Blumen bekommen hat. Nachher so, lies das Kärtchen. Ich so, nein. Nachher, wo er gesagt hat, lies das Kärtchen, erst dann habe ich gecheckt, dass sie von ihm sind. Und erst dann habe ich auch die erste Adresszeile mal fertig gelesen und es ist der Name von der Frau gestanden, / mein Name sozusagen. Ja. Und wirklich, und nachher so, ich habe gedacht, sie kommen am Morgen an. Und jetzt, lustigerweise, sind wir wirklich am Telefon zusammen, wo es an der Tür läutet, wo seine Blumen kommen. Das ist einfach so ein lustiger Zufall gewesen. Und das Beste an der ganzen Sache ist, während er und ich gefacetimed haben. Also, nur mal schnell zum Sagen, mega cute Aktion von ihm. Und im Kärtchen ist gestanden einfach so, ich wünsche dir einen guten Start an der Uni und viele neue Freunde und alles. Also wirklich so, ich habe instant auch gerade angefangen zu brüllen, weil ich dachte, nein. Weißt du, das war so die Kirsche auf der Torte gewesen, so wie ich für den Moment, in dem ich mich so sad gefühlt habe. Und nachher schaue ich mal so meine WhatsApp-Messages an. Und nachher sehe ich, dass meine Gastmutter mir geschrieben hat. Und sie hat geschrieben, Jenny, mein Nachbar hat gesagt, er hat gerade Blumen vorbeigebracht. Nein, ihr Nachbar hat ihr geschrieben und gesagt, jemand hat dir Blumen geschickt. Weil der Nachbar hat sie, glaube ich, bei sich reingenommen, weißt, weil sie wahrscheinlich vor der Tür Er hat ihr gesagt, jemand hat dir Blumen gebracht. Und sie hat mir geschrieben, mein Nachbar hat mir gesagt, jemand hat mir Blumen geschickt. I was warned. Sie hat geschrieben, er hat mich gewarnt, sie sind mega hässlich. Sind grusig. Nachher, weißt du, was das ganze Lustige an dieser Geschichte ist, sie hat gemeint, wir alle haben gemeint, jemand hat ihre Blumen geschickt. Und auch das Lustige ist der Typ, der mir meine Blumen in die Hand gedrückt hat, wo ich denke, sind für sie und sie auch denken, sind für sie, hat ihr auf WhatsApp geschrieben, sie sind hässlich. Achtung, jemand schickt die Blumen und sie sind super hässlich. Ich liebe den auch, der das verschickt. Und ich auch zu dem Mann, er hat sie mir in die Hand gedrückt, ich so, she's not home und so. Und er so, just take it und so. So lustig. Und nachher habe ich ihr wirklich, ich habe am Luca, ich habe nachher ihm vorgelesen, was sie geschrieben hat. Und er, wow, was hässlich. Weißt du, er ist gerade so beleidigt. Hat er die ausgesucht? Online? Ja, er hat sie online ausgesucht. Aber die Flower Delivery, die haben halt wahrscheinlich so ein bisschen Stani-Strauß. Also ich finde Blumenstrauß per se schon schön, meistens. Darum, ich finde ihn super schön. Ich finde es nur lustig, dass der Nachbar das gesagt so geil. Hat. Vielleicht ist der Nachbar, weißt, vielleicht gibt es jetzt noch da jetzt nochmal einen Interessent, der eifersüchtig ist, dass jemand seiner Nachbarn Blumen schickt. Und das ist einfach das filmreife Hirn, das du auch manchmal hast. Aber genau. Nein, aber das ist so wirklich, ich habe nachher, also zuerst mal brüllt, weil ich es herzig gefunden habe, und nachher brüllt vor Lachen, dass wir alle dachten, das sind für sie und der. Es ist so geil. Schon alles sich eine Story ausgewählt. Genau. Aber ich habe Blumen bekommen. Ich habe dort auch mal von meinem Ex, er war im Austausch gewesen, und er hat mir Blumen in die Schweiz geschickt. Oh. Das ist auch instant, gell? Dann machst du so auf und dann läuft das automatisch runter. Wirklich? So, einfach so, dass er die Geste sich überlegt hat. Und auch, dass sie, der lustige Zufall, dass sie angekommen sind, in einem Moment, wo ich es gebraucht habe. Das ist so schön. Das ist ein Schein von der Woche. Ja. Sehr toll. Ja, mein Shit ist, ich hatte gestern ein Badminton-Duell gegen meinen Chef gehabt. Oh ja, wie war das gewesen? Du bist extra das trainieren, haben wir auf Insta gesehen. Genau, ich habe, also der Shit daran ist, ich habe verloren, es regt mich immer noch auf. Es ist eigentlich Flavia, gar competitive. Es ist eigentlich gar nie so, wie soll ich sagen, ich bin mal am Tisch gehockt, wo wir alle arbeiten, am Newsdesk, und habe so in die Runde gefragt, hey, wer spielt da Badminton? Ich habe wieder mal Lust zum Badminton spielen. Und dann haben alle gesagt, ja, der Gorsin, aber gegen den Gorsin willst du nicht spielen. Das ist ich weiß nicht, ob ich seinen Namen sagen sollte. Soll ich seinen Namen sagen? Kannst du immer nachher piepen? Nein, es kommt im Video. Watson tut das Video veröffentlichen, also von dem her. Okay. Und nachher ist jetzt daraus eine Challenge entstanden. Die andere Chefin hat das Videoteam aufgerufen. Jetzt sind 2 Videografinnen mitgekommen in die Badmintonhalle, haben uns verkabelt. Und ja, so cool!
Ja. Also auf WhatsApp sehen wir dich dann, wie du gegen deinen Chef verlierst. Ja. Also, wow, du könntest es auch anders formulieren. Du könntest es auch positiver, weil... Können wir bitte da den Artikel dann nachher in den Shownotes verlinken? Ja, das machen wir. Dann so, und das Ding hat mich einfach aufgeregt. Ich habe mich so gefreut gegen ihn zu spielen, weil er eben auch ähnlich ehrgeizig ist wie ich und ich gedacht habe, er regt sich gleich fest auf wie ich, wenn er einen Fehler macht. Ja. Genau, oder wenn ich einen Punkt mache. Und er war so lieb gewesen, und das hat mich noch mehr provoziert. Wenn ich einen schönen Schlag reingefetzt habe, hat er sogar gesagt, schönen Schlag, Flavia. Und ich zu ihm, du kannst mich jetzt nicht loben, wir sind Gegner, Mann. Und weißt, also, warte schnell. Du hast gegen ihn gepunktet und dann hat er dich gelobt. Ja. Und das hat deinem Ego gekratzt, weil für dein Ego wäre es cooler gewesen, hätte er sich aufgeregt. Ja, logisch. Ja, das hat mich nur noch mehr provoziert. Wirklich. Ja, Jackie. Warte, ich muss schnell schauen, ob es läuft weiter. Ich habe eben gerade einen Anruf bekommen. Aber ja. Okay. Ja, aber schaut das Video, dann seht ihr mehr Insights. Und vor allem, wie hoch oder wie knapp du verloren hast. Genau. Ich bin auch schon und auch die Videografin, die eine, hat mich halt die ganze Zeit auf den Ohren gehabt. Ja. Und sie hat gesagt, ich hätte so viel mit mir selber geredet. können wir bitte... Was hast du gesagt? Weißt du das noch? Ich habe, glaube ich, viel zu mir gesagt, Flavia, komm Flavia. Und das Ding ist, ich habe richtig gemerkt, weil ich keinen Einzelsport mache, weißt du, im Volleyball, wenn es mir scheiße läuft, dann habe ich 5 andere Frauen, die mich pushen. Ich bin einfach allein gewesen. Mhm. Ja, ich bin allein gewesen und einmal habe ich so zu der Videografin gesagt, ich so, sagt mal etwas, sagt mir jetzt etwas. Und sie hat gesagt, go, weil sie immer so ruhig war, eigentlich. Eine Szene gewesen. Aber ich liebe es, wenn Leute so richtig invested sind. Ja, ich eben auch. Darum, also der Shit war einfach, nachher zurück ins Büro kommen und allen sagen, ja, ich habe verloren, weil eigentlich habe ich schon recht hoch gepokert. Deine Ehre ist in den Keller runter. Was hast du jetzt vor, um deine Ehre wieder zu retten? Keine Ahnung, heute ist sie nicht gerettet worden. Ich habe am einen Tag jeden Wunsch erfüllen. Das heisst, ich habe heute die ganze Zeit also auch Sachen... für einen Beitrag? Für einen WhatsApp-Beitrag? Nein. Also weil er gewonnen hat, hast du ihm heute alle Wünsche erfüllen? Ja. Und also ich habe einfach Kaffee gebrungen. Ja, so Sachen. Okay. Ja. Mann! Du musst Revanche anfordern. Ja, wir haben gesagt, in einem halben Jahr. Drum. Gut. Revanche ist booked. Ja. Bei dir, Jennifer, Flavia. Jennifer. Ach ja, also eben... Darf ich raten? Was raten? Du hast Uni-Anfang gehabt und jetzt hast du all die Dokumente bekommen, alle Abgaben, es ist auf Englisch, auch Statistik. Der Schissel und jetzt hast du gedacht, Scheiße, Alarmglocke. Ja, aber jetzt, also es geht in die Richtung, aber es kommen noch etwa 3 Sachen on top. Mhm. Okay, willst du erzählen oder nicht? Ja, nein, ich sag's dir, ja. Also, ich überlege gerade, was am meisten Sinn macht, mit welchem anzufangen. Also, ich glaube, am meisten Sinn macht von dem, also ich erzähle jetzt, was alles, in was für verschiedene Krisen ich gerade stecke. Die erste ist ein alter Käse, Housing-Krise. Ja. Für mich, es ist wie gerade ein bisschen scheisse, so alle in meiner Klasse, ich nenne es jetzt Klasse, weil mein Studiengang, der Master, in dem ich bin, dann machen so 30, 40 andere Leute, also wir sind irgendwie so zwischen 30 und 40 Leute und wir sind wie eine grosse Klasse und alle anderen haben schon, oder die meisten haben schon ihr fixes Dach für das Jahr. Also das sind Austauschstudentinnen? Oder? Ja, also 4 sind von den Niederlanden, alle anderen sind von überall auf der Welt. Und die haben alle ihr Dach im Kopf schon fix und die haben jetzt auch mit mir am Montag angefangen und die haben zum Beispiel von ihren IKEA-Abstellungen erzählt, so, damit sie das die Heim einrichten können oder so erzählen von, was sie so
ihrer Nachbarschaft entdecken, was sie mega cool finden oder wo so welche Sportabos sie jetzt schon gelöst haben zum Gehen. Und ich denke mir so, ich wäre hure gern auch an dem Punkt, wo ich so mich wie könnte auf die, weißt, dass ich jetzt in Amsti bin, in so einer geilen Stadt. Das ist gerade so nebensächlich für mich. Ich kann wie die Stadt gerade nicht geniessen, weil ich nicht. Also ich kann mir auch nicht anfangen überlegen, okay, welches Sportangebot, welches Pilatesstudio oder so finde ich cool, weil vielleicht wohne ich in 3 Wochen gar nicht mehr näher von dem. Also weißt, es ist wie so, ich kann mich gerade nicht auf die Stadt einlassen. Das ist okay, mit dem kann ich dealen, aber der Grund, warum ich das nicht kann, ist, weil ich ja auf Wohnungssuche bin. Und ich gehe da jetzt nicht ins Detail, was so der aktuelle Status ist. Es ist einfach, der Wohnungsmarkt und wir führen eine komplizierte Beziehung, weil ich fahre die ganze Zeit mehrgleisig. Also so, zum Beispiel habe ich gerade ein Haus zur Verfügung von einem Broker. Das ist so eine Agentur. Die kostet das Haus, es ist ein literal Haus so mit Backyard und mehreren Stöcken und so. Das kostet 4'000 Stutz Miete pro Monat. Ich ziehe das nicht allein ein. Das heisst, ich habe 48 Stunden jetzt, zum Roommates finden, also zum Leute finden, mit denen ich auch wirklich dort drin will wohnen. Und wenn ich die nicht finde, dann... Also weißt, es ist wie so ein bisschen, irgendwie wäre es dumm, das Haus abzulehnen, weil wenn ich 3 weitere Leute finde, würde ich 1'000 Stutz Miete zahlen, das wäre okay. Ich wäre nicht bei der Uni und ja, aber einfach so der Stress von in 48 Stunden Leute finden, mit denen ich will wie nicht aus Not Leute die Wohnung... Ja, aber irgendwann musst du Abstriche machen. Ich weiss, aber ich will wie nicht... weil für mich ist es wie... Ich merke gerade, wie überfordert ich bin und wie nicht unwohl ich mich fühle, aber so auf gewackeligen Beinen. Und mir ist es schon wichtig... Also ich bin nicht da angezogen. Ich habe nicht mein ganzes Leben hinter mir gelassen, um nachher mich jeden Tag ja, also übertrieben. Du hast jetzt nicht dein ganzes Leben hinter dir lassen. Aber so fühlt es sich im Fall für mich gerade an. Nein, ich verstehe sind alles... Also gefühlt, ich bin da angekommen und alles, für mich ist es wie mein Zuhause, das alles gibt es gerade nicht für mich. Ja, weißt? Ja, nein, ist einfach so, nein, warte, ich wollte noch schnell fertig ausführen. Auf jeden Fall, ja, keine Angst, ich kann nichts erzählen gerade. Es ist einfach so Stress, weil ich muss ständig nein, also Facebook wenn du das schon sagst, es wäre mein Horror, ich will es nicht. Also ich kann einfach, das ist, was ich am Anfang gemeint habe, ich habe ja gewusst, dass ich da ankomme und dann 4 Wochen Zeit, um etwas zu finden. Ja. Aber ich glaube, ich habe nicht gecheckt, was das gefühlstechnisch bedeutet. Weißt, ich jetzt, wo ich in dieser Situation bin, fühle ich den Druck und ich fühle die Ungewissheit und die Angst und... Aber ich sage immer noch, sonst musst du halt deine Dinge abschrauben. Ja, ich weiss. Und dann, weißt, du hast jetzt halt immer noch die hohen Ansprüche und ich sage nicht, dass das nicht wird klappen. So, also, aber ich weiß nicht mal, ob sie so hoch sind. Ja, sicher schon. Zmitzt in Amsti, im Kuchen. Nein, ich bin auch fein mit 30 Minuten pendeln. Im Fall, es ist nicht so einfach, wie du denkst. Auch außerhalb der Stadt etwas finden nicht ist einfach, super schwierig. Okay. Ich habe gemeint, außerhalb so, wie ich jetzt in Wallisellen wohne. Nein, das ist unmöglich. Das ist schon ist mega schwierig. Okay. Und dann muss es noch hundefreundlich sein. Und das ist eben, und das kannst du wie nicht ändern. Ja. Genau. Ja, anyway, auf jeden Fall, das stresst. Und das ist mal das eine. Das andere ist, ich habe gemerkt, also ich bin mir nicht bewusst gewesen, dass so ein Umzug ins Ausland, wo du eben eine neue Tätigkeit anfängst, wie so ein Studium und einfach dir ein neues Zuhause aufbaust. Ich habe nicht gecheckt, dass das auch ein bisschen mit einer Identitätskrise kommt, weil ich habe so einen Podcast gehört, der heisst «The Psychology of Your 20s» und in einer Folge hat sie gesagt, in der einen Folge ist es darum gegangen, «Moving abroad in your 20s». Und ich habe das gestern gehört, weil ich das gestern gebraucht. Einfach so, ich habe gedacht, bitte, ich brauche irgendeinen Tipp, ich weiß nicht, ich brauche wie das jemand so gerade mir irgendwie sagt, «Hey, it's gonna be okay». Und dann habe ich den Podcast gehört und sie hat gesagt, und ich habe das mega gefühlt, was sie gesagt hat. Sie hat gesagt, wenn du ins Ausland ziehst, alle deine Spiegel, die hast du dort nicht mehr. Also so,
ich frage mich, wieso, und ich merke gerade, dass ich mich frage, ständig in kleinen Situationen oder an der Uni, so, wer bin ich eigentlich, wenn du mir alles wegnimmst? Wenn du mir mein Umfeld wegnimmst, wenn du mir mein Zuhause wegnimmst, wenn du mir meinen Alltag, meine Routine wegnimmst. In dem Sinne bin nur noch ich, das ist das Einzige, was gleich ist und alles andere ist neu. Und es ist wie so ein bisschen, als müsste ich auch mich selber noch mal ein bisschen neu finden. Es ist wie, auch jede Person, die mir begegnet, die hat keine Ahnung, dass ich einen Podcast habe, die kennt. Es ist wie so, das ist wie beim Reisen. Zum Beispiel, du kennst mich und du würdest mir vielleicht manchmal auch ein bisschen mich spiegeln. Es ist wie so, ich muss mich komplett neu zeichnen. Macht das Sinn? Ja. Weißt du, was ich meine? So, weißt du, was ich meine? Oh! Ich glaube, das checken dann die Leute schnell und dann den Spiegel vorheben. Ja. Ja, aber schau, ja, es ist einfach so, ich finde einfach... und das finde ich jetzt gerade überfordernd. Nein, ich finde das einfach auch eine zusätzliche Challenge. Also zum Beispiel, was die Heim in der Schweiz hat mir Stabilität gegeben, dass ich wieso weiss jeden Tag, wo ich heimgehe schlafen. So, ja. Das ist mir nicht bewusst gewesen, dass das etwas ist, was mir so fest Ruhe und Stabilität gibt. Bis jetzt, wo ich es nicht habe. Jetzt check ich das so, zum Beispiel. Ich glaube, du bist wie beim Reisen die erste Woche. Weißt du, bist ja auf einer... Doch, du bist nach einer Woche Reise fühlst du dich so instabil und so? Schatz, du bist jetzt auf eine Woche dort. Hörst du mich? Aber Schatz, das Ganze fühlt sich überfordernd an, weil ich weiss, ich werde nicht in einem Monat nochmal heimgehen. Wenn ich in einem Monat heimgehen würde, wäre das da für mich mega super. Ja, ich weiss, dass ich da... Also, weil ich weiss, dass ich da lang wird bleiben. Aber das kann ja dann auch wieder erleichternd sein, weil du denkst, ja, ich habe ja jetzt Zeit, um da anzukommen, ich gehe nicht gerade wieder weiter, ich bin jetzt ein Jahr genau an dem Das, was du beschreibst, in diesem Mindset kann ich gerade nicht sein, weil ich kann erst runterfahren, wenn ich weiss, wo ich wird meine Bleibe haben. Es spielt halt alles ein bisschen zusammen, ja. Ich weiss auch nicht, das ist einfach, wie gerade zum Beispiel, gestern hatte ich irgendwie einen Downer gehabt, brüllt, bin überfordert gewesen, statt dass ich mich konzentrieren und ruhig bleiben zum Bewerbungen schreiben, habe ich brüllt und den Wald von lauter Bäumen nicht mehr gesehen. Und dann ist meine Kollegin, eine neue Kollegin, die ich da gemacht habe, gekommen. Und sie hat mir Comfort gegeben. So sie war wie so das Einzige, was mich in dem Moment so hat können beruhigen. Es ist auch etwas anderes, wenn ich telefoniere oder wenn mir jemand gegenüber sitzt, in die Augen schaut und so meine Schulter schlägt. Ja. Auf jeden Fall, selbst sie, das Einzige, was mich in dem Moment beruhigt hat, selbst sie ist super neu für mich. Also einfach, der ganze Alltag da braucht so viel Energie. Ja, es ist auch, wenn ich zum Beispiel an eine Adresse gehe, eine Wohnung anschaue, in Zürich wäre das alles viel weniger überfordernd für mich jetzt, weil ich könnte einschätzen, okay, ja, zum Beispiel Altstädte, Wiedeke, du wohnst. Nein, logisch. Ich check so, wie das in Bezug ist auf das Zentrum oder bla bla bla, was das für... Ich steige in ein random Tram ein, noch nie die Linie gefahren, noch nie da gewesen. Aber umarm das jetzt, ich weiss. Ja, ich weiss, aber nein, ich weiss. Weißt, wenn ich das... Denk an die Jenny zurück, die du vor 2 Monaten... Und jetzt musst du einfach schnell durchbeissen. Ich weiss, ich muss durchbeissen. Ich weiss, und ich weiss auch... Weißt, ich weiss auch, dass ich irgendwann wird auf das zurückschauen und wird so denken... Das ist gut, dass ich das gemacht habe. Es ist gut, dass ich das erlebt habe, weil ich bin gerade sehr out of my comfort zone. Ja. Aber das ist ja auch das, wo man wächst. Ja, weißt, das brauchst du. Hast das schon immer wollen. Das ist auf deinen 5. Ich weiss, dass du das auch weißt, aber ich mache gerade eine Motivationsrede für dich. Ja. Aber ich bin jetzt gerade am Ende. Nein, es ist einfach der Stress wegen der Wohnungssuche. Es ist so ein bisschen Identität, so... Es ist alles neu, wer bin ich eigentlich, was macht mich eigentlich aber eben, das kann jetzt so spannend sein, oh mein Gott, jetzt ganz viel schöner. Ich bin schon mit dir, ja, mega. Also du musst dich jetzt nicht rechtfertigen, wenn ich dir zurede. Es ist ja nicht, dass ich dich zurechtweise, sondern ich tue dann nur, wenn ich in so einem Moment manchmal mit mir selber rede. So aber im Fall manchmal, ich kann das die Tage kann ich das nicht so gut, mich selber regulieren. Nein. Vor lauter Stress und Angst kann man nicht mehr so gut denken, das ist eigentlich aber das ist ja auch... Ja, logisch, aber das ist auch schon eine gute Erkenntnis. Und dann, das nächste Mal, wenn du das Gefühl hast, weisst du schon wieder mehr, wie es vielleicht kannst handeln.
Weißt? Oder was eine Lösung wäre, dass deine Uni-Kollegin, auch wenn sie erst seit 2 Tagen kennst, auch dann können die Leute ja schon, keine Ahnung, oder deine Mitbewohnerin, völlig. Also, die tönt so geil. Ja, also, weißt? Nein, die eine aus Finnland, mit der verstehe ich mich mega gut. Ich glaube, am Freitagabend haben wir beide zueinander gesagt, wie kann das sein, dass wir uns erst seit 2 Tagen kennen. Wirklich, ich weiss schon so viel über sie und sie über mich. Ja. Und wir haben einfach, es ist so schön, wie schnell du mit Leuten auch kannst irgendwie zusammenschweissen, weil wir beide in der ganz ähnlichen Situation sind. Also sie ist auch von Finnland angezogen, ist für sie auch neu. Ja. Und das ist schon, das ist, muss ich sagen, ist schon schön, weil man fühlt sich nicht, so eine Erfahrung kann manchmal ein bisschen einsam sein, aber man fühlt sich weniger einsam, wenn es Leute in der gleichen Situation gibt. Und auch einfach so, ich meine zum Beispiel das Dritte sozusagen, wo in dem Sinne ein bisschen Stress ist, so die Uni im Sinne von, ich habe jetzt meine Kurse zum ersten Mal gehabt und so gesehen, okay, es ist ganz anders wie der Uni Zürich. So Uni Zürich 13 Wochen Semester, BAF, Woche 14 Prüfungen. Da ist es so, keine Prüfungen, sondern jede Woche Abgaben, jede Woche, mehrere. Und das wird dann benotet? Ja, alles wird benotet, unterschiedlich gewichtet, unterschiedlich grosse Abgaben, kleine Abgaben, mehr so Hausaufgabenstil, mal so Abgaben, wo wir wie kommen. Und statt dass wir heute Seminar haben, müssen wir 3 Stunden etwas schreiben und dann das abgeben und das wird benutzt. Also einfach, ich habe mir so gemerkt, oh mein Gott, das System ist ja so anders. Und ich weiss auch, dass ich mich auf das wird gewöhnen, aber ich bin einfach so gewesen, das ist schon nicht so, wie ich es mir gewohnt bin. Und ich habe auch so natürlich, also ich meine, du kannst dich erinnern, wir haben zusammen studiert, so für jedes Seminar, für jede Vorlesung hat es Literatur gegeben zum Lesen. Und nachher da ist halt so gesagt worden, ja, eben für den Kurs am Montag seht ihr auf das OLAT an der Uni Zürich heisst da Canvas. Müsst ihr auf Canvas seht ihr, welche Literatur ihr lesen müsst und so. Und ich habe mich gefühlt, als würde mich jemand auf einen 100% Job onboarden. So als würde ich jetzt eine 100% Stelle anstellen und jemand tut mich gerade einschaffen und sagt mir so, was ich welches Meeting ich vorbereiten muss und wie und so. Und ich habe mir so gedacht, mein Gott, ich will ja für gar nicht mehr Zeit haben, weil ich all das muss lesen und vorbereiten und nachbereiten und Hausaufgaben und Abgaben jede Woche. Und es tut mir leid, dass ich lache. Es tut mir leid. Nein, und ich habe das dann am Luca erzählt. Wieso lachst du eigentlich, gell? Wieso? Weil ich nie einen Master machen würde. Ich bin so, ich könnte das nie wieder. Nein, Hilfe, wenn du das sagst. Ich habe ein paar Mal jetzt schon im Kurs an dich gedacht und gedacht, oh, Flavia could never. Aber nicht aus einem schlechten Grund, sondern mehr so... Es wäre auch egal aus einem schlechten Grund. Ich weiss, wieso ich keinen Master mache. Nein, also sorry. Auf jeden Fall, ich habe dann am Luca gesagt, ich bin gerade fertig, by the way, mit meinem Monolog. Nein, wir haben im Fall keinen Stress. Das ist gut. Okay. Ich habe so gesagt am Luca, Alter, das ist so viel Arbeit, ich muss so viel lesen, bla bla bla. Er so... ich glaube, du hast vergessen, wie man studiert. Ja. Du hast es romantisiert. Ich so, nein. Andersrum hat er es gemeint. Er hat gemeint, weil ich habe ja jetzt 1,5 Jahre her, seit meiner Graduation was. Ja, 1,5 Jahre, seit ich mit dem Bachelor fertig bin. Und habe ich dort jede Literatur von jedem Seminar gelesen? Nein. Aber du hast gecheckt, wie unsere Uni funktioniert. Und da checkst du es halt nicht. Und du bist nur ein Jahr da. Ja, und da bin ich so gewesen, und ich habe dann so, wie so hinterfragt, was er sagt. Ich so, ja, aber meinst du, das kann ich da auch bringen? Und nachher, das sind halt so Sachen, die werde ich jetzt herausfinden. Also wenn ich das da nicht kann bringen, dann sage ich dir, ja, aber ich kann es... Nein, aber... Ich habe das an der Uni auch erst nach meinem 2. Jahr herausgefunden, was ich muss lesen und was nicht. Und du hast jetzt wie weniger Zeit, weißt, um herauszufinden. Du musst jetzt eher mit Leuten reden, die das schon mal gemacht haben, nicht? Also das wahrscheinlich. Oder wie findest du das raus? Keine Ahnung. Doch, nein, ich habe sicher eine Uni-Verbindung. Nein, weißt, ich glaube, wenn du dich recht erinnerst, also weißt, so, an der UZ hat es auch immer geheißen, ja, es wäre schon gut, wenn ihr alle vorbereitet kämt und so. Aber die Wahrheit ist ja dann, also weißt, ich muss einfach den Dreh von dem ganzen Studium noch ein bisschen herausfinden. Aber ich bin jetzt schon ein bisschen beruhigter als noch am Montag. Weil, letzte Woche hat auch so die Programmdirektorin eine Rede gehalten an den Einführungstag. Sie ist wie verantwortlich für alle Kommunikations-Bachelor- und Masterstudiengänge. Sie ist Amerikanerin, wohnt seit 16 Jahren in Amsti, rennt Marathon. Sie ist so eine
wirklich Boss-Lady. Und sie, die Programmdirektorin, hat gesagt, es ist meine Verantwortung, dass das Diplom, das ihr, ich muss dir vorstellen, 200, 300 Studentinnen im Vorlesungssaal und sie redet das so ins Mikrofon. Sie sagt, es ist meine Verantwortung, dass das Diplom, das ihr in einem Jahr in der Hand habt, dass das mega viel wert ist. Und ich habe nur 1 Jahr Zeit. Wirklich, das hat so viel mehr Badass tönt auf Englisch. So, ich habe nur one year. Exactly. I've got one. Ich habe nur 1 Jahr Zeit, um euch die weltbeste Education zu geben. Und eigentlich habe ich nicht mal 1 Jahr Zeit und bla bla bla. Und wirklich, wir alle haben das so in der Reihe angeschaut. Und sie hat quote on quote, ich zitiere, sie hat gesagt, I will take every minute of your time. Ja, Alter. Wir alle, wirklich nach dieser Rede, ich bin so heimgegangen. Oh mein Gott. Und dann höre ich am Ende, ich muss alles Zeug lesen. Und ich bin so, oh mein Gott, wo habe ich mich da angewandt? Ja, du bist jetzt eine Masterstudentin im Bachelor. Sag, du hast Schadenfreude, wirklich. Ja, ein bisschen. Nein, aber Alter, die Frau übertreibt. Du kennst ja unsere Dozenten in der Uni auch. Aber... Schau, Achtung, über was du zuletzt lacht am besten. Karma is a bitch, sage ich dir. Wenn ich dann da mein Unileben ein bisschen herausgefunden habe und ich in Amsterdam da meinen Abschluss an der Kracht schlürfe. Ja, nein, aber ich meine nur, ich glaube, es kann schon geil werden. Sein, weil ich will nicht mehr studieren, weißt? Ich sehe... Nein, ich weiss auch, dass du neidisch bist. Also doch, ich könnte schon neidisch sein, wenn du dann einen Aperol dort trinkst, in Amsti, also das schon. Dann schlürfe ich dann aber hoffentlich mit dir. Ja, stimmt. Nein, wenn ich einfach zurückdenke ans Unileben, tue ich es auch ein bisschen romantisieren, weil wenn ich an Statistik und den Scheiß denke, dann stellt es mir gerade ab. Weißt, ich habe auch mal nicht so viel haben. Ja, trotzdem. Ich weiss noch, als ihr alle euch überlegt habt, also unsere Unigruppe einen Master zu machen, habe ich auch so, okay, Flavia. Dann habe ich 5 Minuten überlegt und ich so, okay, nein, das ist es nicht. Nein, aber das ist ja super. Ja, also ich sage auch nichts anderes. Aber ja. Nur schnell für dein Ding. Ich glaube, wir machen heute nicht die Reisefolge. Ich kann schon von der Fasnacht erzählen, weil wir haben es schon eine halbe Stunde aufgenommen. Okay. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen, du bist gerade super im Flow gewesen. Nein, ich kann nur sagen, also ja, ich liebe es, weißt du was, Jenny? Ich merke so, dass es dir nicht gut geht. Und ich habe... Also nein. Wie merkst du das dann? Doch, Jenny, ich habe dir das schon vorher, als wir telefoniert haben, vor der Aufnahme. Ich so denke, Scheiße. Ich hoffe, ich kann sie... Also weißt du, nein, du musst ja auch nicht... Du musst dich ja auch nicht verstellen, aber ich verstelle mich auch nicht. Jenny. Nein, logisch nicht. Aber ich frage dich, schon wieder halb. Ja, aber ich frage dich, wie merkst du das? Mann, ich vermisse dich doch und brülle ich doch. Oh, du Herzige. Jenny, ich kenne dich einfach langsam. Nicht nur langsam, ich kenne dich. Ja, und ich habe gerade meine Mädchen angespannt. Oh Mann, ja, das sind einfach so Insider auch. Ich habe doch keine Insider mit den Leuten da. Das ist nur noch halb so lustig. Weißt du was? Eine Kollegin von mir nimmt immer in so einem Moment sich auf per Video und redet die Kamera. Ja, aber du kannst Soll ich jetzt in die Kamera reden? Etwas an mich sagen? Nein, nicht jeder. Jetzt hört es jeder. Aber einfach für dich, nimm doch ein Video auf und in einem Monat oder nicht mal in einem Monat schaust du das an und auch für die Nachwelt. Ich hoffe so fest, ja. Ja, weißt du, was habe ich mal geleistet? Das habe ich das gesagt? Geleistet? Einmal habe ich einen Dude datet. Du weißt wer. Und jetzt ich habe nicht, aber kommt. Gerade gedacht, den werde ich heiraten. Und warte. Das ist noch nicht lange her. Was lachst du? Weil ich weiss, wie die Story fertig endet. Ja, und ich habe mit dem Stativ, wo das fucking Handy da ist, bin ich da hinten auf dem Bett gehockt, hinter mir ist mein Bett, bin ich auf dem Bett gehockt und habe 3 Minuten in die Kamera erzählt, dass ich glaube, dass wir heiraten und eine Ansage für die Hochzeitsgäste.
Nein! So, Ala, doch! Ich wette, dass ihr Spass habt heute Abend, viel tanzen und... Bitte sag, du hast... Oh Gott! Nein, ich kann gerade sagen, bitte sag, du hast vorher irgendwie 3 Gläser Wein gehabt, aber nein, das ist einfach Flavia in her natural habitat. Flavia at its best, at her best. Ja, ich denke, stell dir vor, das wäre nachher an der Hochzeit gekommen. Weißt du? Im Fall, das habe ich mich auch gefragt. Ja. Würde ich als Hochzeitsgast, nicht als Jenny, aber so als ein anderer Hochzeitsgast denken, finde ich das jetzt... Nein, finde ich das jetzt herzig, so, weil schaut dem, sie stehen vor dem Altar und Flavia hat da anscheinend nach ihrem ersten Date schon gewusst, dass sie den Mann heiratet. Oder hätte ich mir so gedacht, ja, eigentlich ein bisschen krass, ein bisschen eine verrückte Frau, dass sie das gemacht hat. Weißt du, was ich meine? So, weil ich weiss nicht, ob dich das dann herzig gefunden hat oder mehr so... Cringe? Oh, nein, nicht cringe, sondern so... Okay. Ja, was ist das okay? Ja, so... Übertrieb? Nein, so... wie sagt man? Vorgeholt. Ein bisschen überholt. Ein bisschen vorgegriffen oder so. Ja, also aber es ist nur ein bisschen vorgegriffen. Ich habe einfach schon an die Hochzeit geredet. Das ist nur ein bisschen vorgegriffen. Also nein, das ist ja etwas, was ich so liebe an dir, dass du so... Eben, ich glaube, du bist schnell verliebt in Menschen, aber du bist auch schnell verliebt in Vorstellungen. Ja. Oder? Ja. Und das ist toll, aber das treibt dich dann auch manchmal irgendwie an. Das ist super. Das ist super. Es ist ein bisschen beides. Aber ist es nicht auch anstrengend, weißt, wenn dann du dir so Sachen ausmalst und dann relativ schnell dann wieder merkst, oh nein, das ist echt... Aber it's never gonna happen. Das kann auch sein. Also weißt, ich habe auch schon mal dann an das Video gedacht. Ich habe ja noch mal so ein Video aufgenommen vor einem Monat. Sag, du hast das noch. Ja. Aber kann ich dir bitte das nächste Mal, wenn es mir scheiße geht, dir schreiben, Flavia, schick mir bitte das Video. Weißt du was? Sorry, jetzt ich bin gerade ein bisschen... Ich tue einfach ein bisschen zusammenwürfeln. Jetzt ist mir gerade in den Sinn gekommen. Ich weiss, was ich dir auch schreiben kann, was dir gute Laune gibt. Weil... das war mal ein Memo an dich beim Reisen. Nein. Ich habe vergessen, dass ich dir das gemacht habe. Beim Reisen habe ich eben... Jetzt das? Im Januar? Nein. Warte jetzt. Okay. Ich habe einer Kollegin ein Memo gezeigt, das ich dir mal geschickt habe. Und sie so, alte Flavia, du musst mir die schicken, die gibt mir immer gute Laune. Weil... Es ist aber, du weißt nicht mehr, welche Memo. Es ist eigentlich eine traurige Memo. Ich habe in dieser Memo gebrüllt, weil... Kann ich die Memo? Ja. Also ich bin mit meinem Ex dort am Reisen und hatte Dünnschiss gehabt. Und habe in der Nacht... Ich darf es nicht sagen. Ich sage in der Memo, ich habe so quasi ins Bett geschissen. Und ich sage dir das brüllend auf dem WC. Mal. Wir haben noch telefoniert nachher. Ja. Aber Alter, ich muss dir die Memo schicken. Ich glaube, ich sage so, Jenny. Und nachher, ich traue es nicht zu sagen. Ich finde es auch jetzt komisch, wenn ich sage, ich habe ins Bett geschissen. Dass du mal... Nein, da habe ich schon auch ein bisschen Scham. Weil... Das passiert aber mal bei Dünnschiss, Dünnpfiff. Nein, ich hatte das noch nie gehabt. Darum bin ich ja am Brüllen und bin so, was läuft mit meinem Schliessmuskel? Der funktioniert nicht mehr. Und ich traue bei dieser Memo nicht zu sagen, dass ich ins Bett geschissen habe, sondern ich sage so, ja, ich habe so quasi... und die Kollegin... So zwischen Bett und WC. Aber ein bisschen näher am Bett. Nein. Ja, ich muss dir schicken. Oh Gott, Jenny. Der Nino ist eben am Schlafen. Aber ich habe diese Nacht einfach quasi 3-mal einfach... Also ich habe nicht geträumt, dass ich auf dem WC bin, aber ich habe quasi einfach losgelassen. Also ich habe nicht ins Bett direkt geschissen, aber einfach... es ist 3-mal passiert, dass ich es nicht noch heben konnte. Aber ich weiss nicht wieso, also so ein Halbschlaf. Und keine Ahnung. Das hat mich irgendwie jetzt habe ich 3-mal duschen. Also es ist ja nicht viel gekommen. Das wäre ein Baby. Und müssen so ein Bullshit. Und ja.
Ich hoffe einfach, dass mein Magen wirklich langsam besser wird und ich habe auch keine Energie, gell? Also weißt so, kann ich, wenn ich keine Nährstoffe einnehme, dann ja, ich weiss auch nicht, von wo ich die soll nehmen. Ich muss glaube mal auch noch mal in die Apotheke, also ich habe ja auch meine Schwester gefragt. Aber sorry, du bist jetzt gerade die Erste und ich kann erzählen wegen dem, was die Nacht passiert ist. Und das war, also keine Ahnung. Ich frage mich einfach, hey, wieso? Also weißt du, ich muss fast lachen darüber, aber ich finde es ein bisschen tragisch. Ja. Ja, Ach, jetzt ja. ist... Ja. 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 Ja, nein, oui. Oui, woher ist jetzt das Oui gekommen? Ich kann noch schnell etwas von der einzelnen Fasnacht erzählen. Okay, dann bist du motiviert, um es zu machen. Also nein, ich würde gern. Okay, Ich ja, habe erzähl. Lust. Wegen deinem Handy? Also. Ja, nicht nur das. Weil ich weiss nur, dass du es verloren hast. Du hast das auch auf Insta gepostet. Und dann hast du es aber wieder gefunden. Also ja, ich habe gewusst, was es ist. Es war im öffentlichen WC eingeschlossen gewesen, weil das irgendwie um 12 Uhr in der Nacht zugeht. Und ich bin genau dann aufs WC und raus und checkt, es ist drin und dann ist die Tür zu gewesen. Aber nachher irgendwie war das Gefühl geil gewesen. Ich habe wirklich nichts mehr gehabt. Nicht mal mein Geld, nicht mal mein Ausweis, gar nichts. Aber das Geile war, im Dorf kenne ich halt alle. Also alle. Ja, doch, Ich bin nachher so rumgelaufen und habe gewusst, irgendjemand wird mir jetzt ein Schnitzelbrot zahlen müssen, auch. Aber ich habe halt kein Geld. Ich habe Hunger. Jemand muss mir jetzt ein Schnitzelbrot zahlen. Also das habe ich im Nachhinein sogar gewintet. Drinks habe ich nicht gewintet. Ups. Aber das ist... Ich liebe das Gefühl, das ist so Freiheit. Ja, aber eben auch, dass man einfach rumlaufen kann und man kennt immer wieder Leute. Mhm. Und ich muss auf niemanden schauen. Weißt, wir waren schon eine Fasnachtsgruppe, aber nach dem 12 Uhr tun wir uns meistens aufspreaden, weil wir machen dann mal einen Maskenball mit und dann ist er fertig. Dann ist die Competition wie fertig und wir müssen nicht mehr als Gruppe auftreten. Ja, ich habe nachher 2 Fragen dazu, ja. Und nachher bist du halt so... Eben, du bist nicht die ganze Zeit so, gehen wir weiter, wo gehen wir hin, sondern wenn du keinen Bock mehr hast, dann gehst du einfach in die nächste Bar und dort ist irgendjemand. Ja, das ist cool. Und du weißt auch nicht so, renne ich jetzt in jemanden aus der Primar, renne ich jetzt in jemanden aus der Sek, renne ich jetzt in die Tochter von der Mutter von der Kollegin. Also so, ja, das ist cool, ja. Voll. Das ist halt Dorfleben, ja. Genau. Can't relate was right now, aber ja. Ja. Ich erinnere mich an die Zeit. Oh Mann. Oh mein Gott, das hilft jetzt gar nicht, ja. Nein. Ja, aber das sind auch so. Oder zum Beispiel heute in der Klasse bin ich gefragt worden, so, ich habe halt auch noch nicht mit allen richtig so geredet. Und nachher eine so, yeah, where are you from? Wir hocken halt jeden Tag ein bisschen wandern. Ich so, yeah, Switzerland. Und nachher sie so, oh, Switzerland, that's so nice. Like, do you live, like, where do you live in Switzerland? Und ich habe schon gewusst, dass sie so denkt, so, Stadt. Nein, sie hat gesagt, do you live in a village in Switzerland? Weißt du, so in den Bergen, in einem Dorf. Und ich so, yeah, kind of, yeah. Jetzt habe ich so beschrieben, wie das ist. Und dann habe ich ihr mein Hintergrundbild gezeigt, weil mein Hintergrundbild ist ein Bild, das ich selber gemacht habe vom Mieten. So vom Mieten oben runter. Bei einer Sonnenaufgangswanderung. Wirklich, es sieht aus, als hätte ich das, als wäre es... Ja, dort wohnst du ja. Ein Stani-Bild. Genau. Nein, dort wohne ich nicht, aber ich so, ja, das ist für mich, wenn ich ihr erzähle, wie es in der Region aussieht, für mich ist der Mietenausblick sehr repräsentativ. Genau. Ja. Repräsentativ. Nachher sie so, wow, das ist so beautiful. Und nachher bin ich so low-key stolz. Ich so, ja, ich komme schon aus einer schönen Region in der Schweiz. Ja, ich sage, beim Reisen auch mit dem Pass, mit dem Schweizer Pass, ich bin amigs, also da denke ich mir amigs auch, ich bin ein bisschen zu patriotisch, glaube ich. Weil bei der Passkontrolle, Was heißt denn in den USA, in der Passkontrolle ich bin über die USA geflogen, darum USA. Ich bin nicht in den USA gewesen, eigentlich. Aber dort musste ich etwa 1 Stunde anstehen. Und ich hätte ja den Pass am Schluss rausnehmen, oder? Ja, vor der Passkontrolle. Ja. Und du hebst den so du bist das Internet. Hörst du mich? Ja, ich höre und sehe dich. Gut. Aber ich hatte die ganze Stunde den hohen Pass in der Hand gehabt. Hä?
So aus Stolz, damit alle sehen. Ja! Nein! Aber ich weiss nicht, ob Leute checken, dass das ein Schweizer Pass ist, nur weil das Rot ein bisschen anders ist. Ja, ich weiss auch nicht. Aber Flavia, ja. der Bünzli, der Patriot. Aber nein, eine Kollegin, die beim Reisen war, wo wir zusammen gereist sind, hat sie auch gesagt, ich bin immer so stolz, wenn ich den in der Hand habe. Und wir haben nichts für das gemacht, weißt du? Dass ich einen Schweizer Pass habe. Ich bin stolz auf meine Doppelbürgerschaft. So, ich kann wie auswählen, so, will ich mit meinem deutschen Pass reisen oder mit meinem Schweizer Pass, was besser ist. Hast du immer beide dabei? Nein, jetzt zum Beispiel nur der Schweizer Pass, aber ich finde es also Schweizer geil. Pass ist doch immer besser. Nein, also zum Beispiel da an der Uni bin ich mit meinem deutschen Pass angemeldet, weil der deutsche Pass ist ein EU-Pass und ich bin in der EU am Studieren, also zahle ich die Studiengebühren, die gelten für EU-BürgerInnen. Checkst? Kannst du mal sagen, wie viel das ist? Ich glaube, der ganze Masterstudiengang kostet für EU-BürgerInnen 3'000 € und ich habe jetzt pro Semester 1'400, 1'500 gezahlt für das erste Semester. Also ein bisschen teurer als UZH, dort hat das Semester so 700-800 Stutz gekostet. Was also mega... doppelt so teuer. Ja. Also ja, ist auch ein bisschen teurer. Aber so früher, also im Bachelor, wo ich angefangen habe zu studieren, wo ich so geträumt habe von einem Austausch oder so, habe ich mir so gedacht, ja, das werde ich mir eh nie leisten können, weil das kostet im Ausland immer so 30, 40, 50'000 €, Dollar, whatever. Aber dass ich jetzt da für einfach... Das Ding ist eben, Studieren in der Schweiz ist super günstig. Das funktioniert in der Schweiz so mit diesen... Ja, frag mich nicht, auf jeden Fall. Wie das in der Schweiz subventioniert ist. Also ich weiss nicht an jeder Uni, aber... Nein, weil ein Studium per se ist viel Geld wert, sozusagen. Weißt du, was ich meine? Also, es ist viel wert, nicht nur in einem CV, sondern ein Medizinstudium ist natürlich teurer als ein Kommunikationsstudium, weil die halt so medizinische auch Sachen brauchen und im Labor arbeiten und das muss ja auch jemand zahlen. So. Weißt du, was ich meine? Du weißt, was ich meine. Ja, also ich weiss nicht, wie viel teurer das ist. Ich habe keine Ahnung. Ein Studium kostet mehr, als wir in der Schweiz dafür zahlen. Das wird vom Staat so subventioniert. Weißt? Ja. Also in Skandinavien zahlen ja die einen gar keine. Ja, das ist, weil dort das System nochmal mehr. Mehr irgendwie so ist. Ja, aber ich meine, deine Uni ist ja auch. Also du hättest safe auch an eine andere Uni, wo du viel mehr gezahlt hast. Also, wie meinst du, hätte können? Ja, es gibt doch manchmal auch so für Austauschprogramme, die Unis sind auf der Liste, die gehören zu Erasmus. Ich bin da nicht als Austauschstudentin da. Aha. Ich bin da angemeldet, weißt? Ah, stimmt. Wenn ich in meinem Bachelor ein halbes Jahr angekommen wäre, dann hätte ich die Gebühren von der UZ. Aber ja, das ist jetzt sehr technisch. Ja, sorry, das ist ein bisschen Insider-Talk da. Ja, falls wir ein bisschen Studenten unter unserer Community haben, dann die werden das kennen. Stimmt. Aber ja, nein. Aber jetzt, wie geht es dir so eigentlich? Geht es dir eigentlich gut? Mir geht's. Ja, mir geht es sehr gut. Ja. Ich weiss nicht, ob ich jetzt schon die News verkünden soll. Doch, eigentlich schon. Also ja, du weisst es. Flavia hat News! Trommelwirbel. Flavia hat einen Job. Yay! Popping Bottles! Also letzten Freitag habe ich den... Nein, ich, nicht du, ich. Egal. Ich weiss. Erzähl. Popping Bottles. Sorry, das ist... Also, ich habe den Vertrag unterschrieben und zwar... das kann ich schon sagen, oder? Ja, sicher. Die Folge kommt ja nachher online. Ja, gut. Also, ich bin bei Watson 60% als Host. Ja, geil, Alter. Ja. Mega. Ja. Also du wirst Social Media Host bei Watson. Wir werden dich sehen auf der Watson Insta-Page. Oder? Ich nehme es an. Ich will noch nicht zu viel ankündigen, was alles, aber ja. Ja, cheers mit dem Wasserglas. Cheers! Nein, und heute im Geschäft. Es ist so. Also das ist jetzt eigentlich deine erste Stelle nach deiner Ausbildung jetzt? Ja, das ist so die erste Festanstellung, die nicht Big irgendwie begrenzt ist. Weißt du? Ja. Und ich bin auch so, vor dem Reisen haben wir halt
habe ich so ein bisschen meine Interessen geäussert und dann haben wir so gesagt, ja, wir schauen mal nach dem Reisen. Und dann bin ich nach dem Reisen in ein Gespräch und habe gedacht, jetzt wird halt wieder so ein bisschen erklärt, ja, schau, mich ein bisschen updated, aber nicht, dass ich dort schon den Job bekomme. Und nachher bin ich in das Gespräch und dann sagt sie mir, Flavia, ich gebe dir die 60%. Und ich, so, dort hocke ich so, Flavia, das ist gerade das Jobangebot. Hast du gerade das Jobangebot? Das ist das Jobangebot. Und ja, ich habe null erwartet, dass das so gerade so abläuft. So fährt gerade. So, oder auch so schnell vielleicht. Du hast nicht gedacht, dass du vor der Ferien zurückkommst und dass es schon erledigt ist. So. Ja, ich habe gedacht, weißt, die müssen ja auch mit dem Leuten, also da müssen ja auch verschiedene Leute zusammen reden für so eine Stelle. Keine Ahnung. Das haben die vielleicht gemacht, wo du weg warst. Du bist ja doch schon noch ein Zeitchen weg gewesen. Ja, ich weiss schon, aber nein, ich weiss auch super. Ich bin vielleicht ist der Fall auch so einfach klar gewesen. And it was like, Flavia or ich nobody. Auch nicht. Ja, und jetzt, wie fühlst du dich jetzt? So wissen, was du nachher machst? Ach, sehr erleichternd. Ja. Also, aber ich habe auch schon wieder ein bisschen Angst. Aber das ist, glaube ich, normal. Ja, ich habe halt als Host noch nicht wirklich gearbeitet. Weißt, in meiner Ausbildung bin ich jetzt eigentlich am Schreiben bei Watson und nicht als Host. Ich bin nur mal eine Woche rein schauen. Ich sage, du bist ein Naturtalent in dem. Du bist Podcast-Host. Du hast auch schon Sachen gehostet, so Videos, Content. Du kannst das. Ja, aber dann ist es trotzdem, weißt, jetzt bin ich manchmal in der Ausbildung so gewesen, ich bin ja Volontärin. Und ich verdiene erstens auch nicht so gut. Also weißt, ich bin ja, also... Jetzt ist wie ernst so. Du kannst dich nicht mehr sagen, ich bin halt in der Ausbildung, sondern jetzt ja, ist weißt, so... Also ich bin ausgebildet. Ja. Du sagst das so, als wäre Ausbildung ein Fremdwort. Ja, aber nein, weißt, ich habe auch gemerkt, weißt, das ist meine grosse Realisation. Ich bin so weit, dass ich auch Anforderungen stellen darf. Langsam. Nicht nur langsam. Also, weißt, ja, aber weißt, vorher war es so, ich habe wie mal den Bachelor in meinen Rucksack geholt. Dann habe ich mich sicherer gefühlt. Auch zum Bewerben bei der Academy. Und dann bei der Academy bin ich halt so, ja, Praktikantin. Ich habe noch nichts können, gefühlt, weißt, vom Journalismus. Und jetzt habe ich das auch im Rucksack. Und jetzt ist wie so, Flavia, langsam, da kannst du auch sagen, schau, ich kann euch das anbieten. Also so ist es nicht abgelaufen. Ich habe jetzt nicht gesagt, meine einzige Bedingung war, dass ich einfach nicht 100% will. Ja. Und ja, aber bist du auch ein bisschen stolz auf dich, hoffentlich? Ja, also, ja. Sag's. Ja. Ja, aber nein, du kannst wirklich, ich weiss nicht, ob du checkst, wie krass das ist, weil das ist ein heiß begehrter Job, den du dir gegangen hast. Also, die Medienbranche brennt. Der Jobmarkt ist furztrocken. Und du hast dir den Job gegangen. Das ist eine Hausnummer. Flavia. Okay. Danke. Ja, wirklich. Oh Gott. Ave Maria, Mutter Gottes. Weißt du eigentlich, was du dir da gegangen hast? Was du zugesagt hast? Nicht im Sinne von, ich sage, dass du schaffst, dass du rockst. Dass du bist. Nein, alles gut. Aber mehr so, das ist auch ein grosses Ding. Ja. Es ist wirklich... Aber das Ding war auch so, weißt, ich habe auch jetzt ein bisschen Glück gehabt, weil er stellfrei geworden ist. Also weißt, es hat auch Glück mit ihnen gespielt. Das ist, glaube ich, in vielen Branchen so. Ist immer so. Aber ich habe wie... Als ich dann gecheckt habe, so, Flavia, jetzt ist der Moment, um die Stelle vielleicht zu bekommen. Jetzt so, weißt, es hat einen Zeitpunkt gebraucht. Jemand hätte mir das müssen sagen. Timing. So, ja. Flavia... Und ich kann, ja, und dann ist so, weißt du, eben das zu realisieren, so, jetzt? The time is now. Ja, check ich. Ja. Manchmal braucht es ein bisschen Timing, ein bisschen Glück, ein bisschen die richtigen Leute kennen, zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Nein, mega. Es ist... Ja, es ist das. Ich hätte gerade so gut können auf der Straße sein, also nicht gerade auf der Straße, aber nicht gerade in der Medienwelt, also weißt du, nicht direkt. Nein, oder einfach... Ja, nein, ich bin froh, hat das jetzt für dich so gut geklappt. Und ich liebe auch... Du bist die Erste, die ich geschrieben habe, gell? Ja, das freut mich. Ja, nein, der Begriff Big Girl Job, das ist für mich so etwas...
ich bin dort noch nicht. So, jetzt genieße ich zuerst mal noch mein Studiumsleben. Aber das wird geil. Weißt du, so Big Girl Job für dich das? So, also für mich ist ein Big Girl Job so, es ist wie klar, ausbildungstechnisch, du bist fertig ausgebildet. So, da kommt nicht noch mehr dazu, oder da kommt nicht noch... der Big Girl Job ist für mich der Job, den du nicht machst als Zwischenjahr, wo du nicht machst so neben dem Studium, sondern der, wo so bist, der erste richtige Job mit einem guten Lohn nach dem Studium und du weißt, wahrscheinlich ist es das jetzt für mal ein paar Jahre. Und ich zum Beispiel tue mega viel Pressure irgendwie auf den mein Future Big Girl Job, so, weil ich so will, dass das ein geiler Job ist, weil ich will, dass alles, was ich dafür gemacht habe, dass ich das dann wird gelohnt habe und weiss nicht. Wenn du jetzt ausmalen würdest, was wäre der jetzt gerade? Dein Big Girl Job? Ja, das ist eben das Problem. Das wäre so eine Kombination aus wahrscheinlich 17 Jobs. Ja, Podcast. Erzähl mal. Ja, ich glaube, du hast mich das genau auch schon mal gefragt in einer Podcast-Folge und ich habe gesagt, was ich jetzt sage. Safe. Also so irgendwie als... Also nicht ein Job in dem Fall. Du kannst mir jetzt nicht sagen, in dem Fall ein Job. Ja, vielleicht auch so 60% als Produzentin arbeiten, vielleicht in einer coolen Produktionsfirma, verantwortlich sein für coole Formate oder irgendwie in der Formatentwicklung arbeiten, vielleicht ein bisschen am Set auch sein, aber auch Fernsehen. Ja, Fernsehen oder Serien, Film, keine Ahnung. Sicherhin selber als Creatorin im Sinne von Podcast oder Content oder beides. Ja, aber ich sehe mich auch irgendwie engagiert in anderen Sachen. Weiss nicht. Das ist mein Ding. Das ist übrigens auch eine Hoffnung, dass ich jetzt im Verlauf meinem Master vielleicht ein bisschen herausfinde, so, hey, das ist eigentlich so die Sparte, die ich will. Ja, ich bin gespannt. Ich muss es noch nicht alles heute wissen. Ist okay. Nein, ich bin ja auch, also keine Ahnung, was die Zukunft bringt. Ich habe jetzt mal einen Vertrag. Also ich kann schon gut arbeiten. Aber es ist, ja. Ja, ich will ja auch noch reisen. Das ist ja reisen. Oh mein Gott, das muss ich das auch glaube ich erst, machen. wenn du das machst. Wenn du es siehst. Ja. Wenn du im Flugzeug hockst, dann glaube ich es schon. Aber habe ich dir eigentlich schon erzählt, dass es so ein Zeitfenster gibt, wo ich das vorgesehen habe? Nein, aber kannst du mir gerne erzählen? Ja, einfach, der Luca und ich haben gesagt, wenn ich da den Master im Sack habe, dann packen wir also dann so bald mal Koffer. Okay. Oder den Backpack. Ja. Der Backpack mit Mikrofon, dass wir aufnehmen. Vielleicht wirfe ich zuerst mal noch einen Blick aufs Konto und schaue so, was das Jahr mich eigentlich so kostet. Du, man kann mit sehr wenig reisen. Das stimmt. Je nach Bedürfnis. Ja, und also mein Backpack kannst du haben. Danke. Ja. Aber jetzt lebst du mal ein Jahr in Amsterdam, gell? Genau. Eins nach dem anderen. Kein Stress. Ja. Also ja, mit dem Mantra verabschieden wir uns, würde ich sagen. Ja, ich würde auch sagen. Und du gefällst mir schon viel besser. Ja, weil ich jetzt mit dir geredet habe, eine Stunde. Ja, ist doch schön. Ja. Nein, jetzt sieht das doch, es ist doch schön. Ja. So schnell kann der Mut ändern. Ja, kann er. Ich muss jetzt einfach in dem bleiben, wenigstens für heute. Ja, Tag für Tag, wie Mona Fetsch. So, Mona Fetsch ist, sie nimmt es Tag für Tag. wie heisst es jetzt das Zitat, wie wie heissen die Alkoholiker, die nicht mehr Alkoholiker sind? Die Trockenalkoholiker. Ja, so hat sie es gesagt. Sie hat das von denen gelernt, Tag für Tag nehmen. Einfach Tag für Tag nehmen. Ja, das ist ein guter Tipp. Ist nicht so einfach zum Leben befolgen, aber oder keine Ahnung, jetzt schreib halt von heute deinen Schein auf. Ja. Irgendwie. Schaust Blumen an, schmeckst du Blumen. Ja. Philosophin Flavia. Was will ich machen? Ja, scheiße. Ich bin glaube auch ein bisschen ausgebrannt. Ich mag gerade auch nicht. Nein, aber wir hoffen, ihr habt die Folge gehört. Bis dahin natürlich. Wenn ihr sie bis dahin gehört habt, dann appreciaten wir das mega fest. Danke vielmals, habt ihr bis zum Schluss gehört. Und wenn ihr euch das irgendwie in irgendeiner Weise unterhalten habt, dann gebt uns bitte 5 Sterne. Empfehlt es weiter, teilt den Link. Wir freuen uns über jede Interaction. Und bis spätestens in 2 Wochen, würde ich sagen.
Yes, man hört sich und sieht sich. Yes. Habt's gut. Macht's gut. Ciao.